Hallo zusammen, schön sind ihr bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Zum Füllen von unserem aquarelligen Journal machen wir noch ein kleines Gebastel, und zwar das hier. So ein Briefli. Ja, von außen sieht das einfach aus wie so ein herziges kleines Kuvertli, aber dann kann man es einfach aufklappen und dann hat es da drinnen ein bisschen Platz zum Schreiben, und da vorne drauf ist einfach irgendein herziges, das ist da von unseren Stempel, die wir gemacht haben. Der zwar nicht, das ist ein anderer Stempel, den ich schon mal einmal gemacht habe, aber die hier können wir dann noch brauchen. Genau, und so können wir doch dann hier, wo es noch ein paar leere Täschchen hat, noch ein bisschen füllen. So, genau das werden wir machen. Und zum anderen, auch zum Füllen, habe ich dann hier noch so ein paar Notizzettel, ganz herzige, kleine. Die habe ich im Söstrene Grene, heisst es, glaube ich. Söstrene Grene, jawohl. Ich habe mal geschaut, wie man es ausspricht. Irgendwie so ähnlich. Söstrene Grene. Habe ich es gekauft. Die zwei. Und das da in Flying Tiger oder irgendwie so, der hat auch immer so herziges Schreibmaterial. Jawohl. Gut, von dem können wir dann auch noch ein bisschen reinfüllen. Jetzt werde ich zuerst mal ein paar von denen machen. Und zwar müssen wir uns hier ein bisschen schönes Papier raussuchen. Vielleicht wird das dann noch ganz schnusselig. Probieren das rauszureißen, ohne dass es verreist. Schon mal Fail. Das gefällt mir auch gut. Auch nicht funktioniert. Ui, hat ziemlich viel abgeschnitten, abgerissen. Oh, da wäre herzig gewesen. Ja. Oh, weißt du was? Ich will noch die Erdbeere. Wo sind die Erdbeere? Erdbeere. Wo sind ihr? Da. Erdbeere sind aber schnusselig. So. Ja, funktioniert auch nicht. Keine Ahnung, wie das soll gehen. Oder ob die Meinung ist, dass man wirklich eins ums andere abreißt und nicht einfach zwischen rausnimmt. Keine Ahnung. Aber das wäre ja blöd. Weil man will ja die verschiedenen Papiere brauchen und nicht immer nur eins. Keine Ahnung. Also Abschneiderlis machen. Gut. Komm. Und dann machen wir hier einfach mal den Kuverthals irgendwo dort, wo es uns gefällt. Und dann den rauf, nicht ganz bis ganz rauf, sondern nur so bis fast ganz rauf, damit man dann das gut zuklappen kann. So. Das mache ich jetzt bei denen auch gerade. Und will ich es so oder so? Ich will es so. Das ist ja schnurz egal. Wie viel dass man da oben klappt, so viel wie einem gefällt. So, lieg. Und da, ja, da haben wir das Tüpfeln, den machen wir gegen rein. Zack. Und zack. So. Ach, diesen finde ich jetzt schon hübsch. Und jetzt nehme ich mir hier die Mitte, und zwar indem ich das einfach hier einmal so schnell ein bisschen falte und hier so ein bisschen so mache. Zack. Und dann habe ich schon die Mitte. Und dann könnte ich das jetzt umfalten oder auch nicht.
Oder ich kann eigentlich ich machen, was ich will. Und ich will jetzt so. So. Und dann geht da. Mal schnell schauen. So. Genau, jetzt kann ich doch hier einfach das so mit der Schere abschneiden, oder? So gerade werde ich jetzt wohl noch schneiden können. Tada! So. Ach, das ist doch schnusselig. Sehr hübsch. Also noch einmal. Zack. Und dann da kommt natürlich auch bis ganz raus. Also bis ganz runter. Also so meine ich. Bis hierher. Wollte ich aber nicht. Mir gefällt das so besser. So. Zack. Oh, das finde ich so herzig mit dem Tüpfel da innen. Das sieht schön aus. Und das wäre das andersrum hübscher gewesen. Nein, da haben wir schon das. Das Violette haben wir schon das gleiche Muster aussen. Dann nehmen wir das jetzt innen. Genau. So. Zeig die. So. Komm. Gut, also. Prima. Jetzt werden wir noch ein bisschen inken und da unser ganze Journal alles mit Blau geinkt worden ist, machen wir das auch alles jetzt mit Blau. So. Und jetzt kommt noch die Tiere da drin. Ups. Oh, Hilfe. So, aber geht es, glaube ich, ein bisschen besser zum Erreissen. So. Ja, ist sogar ein bisschen zu breit noch. Jetzt ist gut. Das ist ein bisschen unförmig, aber es macht nichts. Gut, und das... Oh Gott, jetzt noch mal ein bisschen weg. Klebe ich jetzt auf diese Seite. Hier. Und dann... Theoretisch könnte man ja 2 machen, aber ich glaube, das ist gut. Und ich leime das jetzt mit Stiftleim rein, weil das nicht tut, sonst alles so dünnes Papier ist, sonst wellt das ja nur. Und das muss ja nicht bombenfest haben. So. Sehr schön.
Ah, das finde ich passt extrem gut. Und was ist jetzt da? Etwas Klebriges. So. Und das noch. Voilà! Juhu! Oh, die sind schön. Die gefallen mir doch. Und dann können wir noch schauen, wo was drauf passt. Ah nein, da muss schon aufs Grüne muss doch ein Kleeblättchen. So. So machen wir noch das drauf. Da tun wir die zwei. So. Das klebe ich jetzt mit Tacky Glue, damit ihr das auch wirklich habt. Da ist schon wieder da irgendetwas drin. Da, wo ich geleimt habe. Zum Glück habe ich ein Leimmättchen genommen, nicht. Ja, ja. Schon gut, sagen Sie mir doch. So, das Herzchen kommt da drauf. Ein bisschen mehr blau. Ein bisschen. Hier. So, und das Äpfeli kommt noch zu den Beere. So. Ach, wie hübsch. Also die nicht extremst herzig, die kleinen Briefli. So gut. Ich finde es cool. Jetzt müssen wir schauen, wo die Platz haben. Da hat etwas Platz. Etwas in dieser Art vielleicht. Oh ja. Super. Voilà. Da muss noch etwas rein. Vielleicht etwas in dieser Art Farbe. Oh, gerade Glück gehabt, dass das da gut reinpasst. Also von der Höhe her meine ich jetzt. Da hat man auch noch etwas können, aber jetzt gehe ich dann vielleicht auf Notizzettel, weil jetzt müssen wir da natürlich in der zweiten Hälfte ein bisschen etwas unterbringen. Da haben wir immer noch nichts. Oh, da bietet sich doch das da gut an. Erdbeere und Äpfel. Und dann da. So. Oh, das ist also ein bisschen zu krass. Vielleicht können wir das auch täuschen. So, dann verschwindet halt das Blümchen. Ja, ist ja egal, in seinen Stück. Ah nein, so. So, ja, genau. Und da verschwindet halt das Hündchen, aber das ist ja egal. So. Jawohl. Das gefällt mir. Jetzt haben wir auch noch nichts, aber jetzt kommt dann auch noch etwas. Weil, eben wie gesagt, von diesen Notizzetteln kann man noch ein paar drin verteilen. Da haben wir die herzigen, glänzigen. Dann haben wir da mal 2 von denen. Und
da haben wir noch die herzigen Wochenpländchen. Ah, die sind so schnussig. Da könnte man jetzt auch hinten noch dekorieren oder etwas. Ah, ich glaube, von denen können wir sicher ein bisschen mehr rein tun. So, mal gucken, wo das jetzt noch überall Platz hat. Weil, da habe ich zum Beispiel auch 2 Kärtchen drin, damit das ein bisschen besser aussieht. Da zum Beispiel. Gang da rein. Finde ich, würde das jetzt gerade super passen. Und so eins auch noch gerade. So, da auf jeden Fall. Dann nehmen wir so eins. Kommt jetzt oben ein bisschen raus, macht nichts. Da muss ganz dringend noch eins rein. Dass es ein bisschen zu leer ist. Und den können wir nämlich auch so rein tun. Da verschwindet zwar gerade das Bübli, aber hey, jetzt ist es halt so. Da kommt auf jeden Fall noch etwas rein. So, da verschwindet das Äpfel, aber hey, wir sind ja kreativ, oder? So. Ah, jetzt brauchen wir hier natürlich noch eins. Da nehmen wir auch so eins wieder. So und so. Oh ja, ach, ich finde, das sieht genial aus. He? Oh, mir fällt es. Ich finde es cool. So. Das kann gerade so bleiben. Jetzt fehlt natürlich hier noch eins. Dann nehmen wir nochmal so eins da. Das kommt jetzt dort auch ein bisschen oben raus. Also können wir doch das einfach falten. So und so. Und das Hinterste. Das Hinterste ist jetzt die hier. Die kann doch auch noch eins haben, oder? Was wollen wir der noch geben? Wollen wir der noch so eins geben? Oh ja. Ja, genau. So, jetzt aber vorne. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Da zuvorderst. Da muss ich noch einmal schauen, was das erste ist. Ah, so lang, keins. Dann nehmen wir da also eins. Und sollen wir das noch ein bisschen falten? Oder ist das gut so? Vielleicht ein bisschen, hä? So. Jawohl. Oh, ich bin mega zufrieden. Was wir jetzt noch machen können, ist natürlich hier noch ein bisschen etwas reinfüllen. Und für das haben wir ja hier noch so ein paar kleine Geschmäuslis. Was könnte denn da rein? Oh, da ist nichts. Ein paar Sachen kann man doch noch in die reinfüllen. Ein paar von den hübscheren. So Blättchen auch noch. Das Vögel ist ein bisschen blöd. Pilzchen sind jetzt auch gerade irgendwie nicht so passend. Aber noch ein Blättchen und da ist noch ein herziges Blümchen, haben wir jetzt keine mehr.
Das ist ein wüstes. Sonst kann man dann immer noch ein paar zeichnen, wenn es dann noch braucht. Ups, Entschuldigung. So, also, was kommt da rein? Da könnten wir auch eine Blume und ein Blättchen reinfüllen. Allzu viel will ich jetzt auch nicht. Da noch Material rein tun, dass es noch dick und fett wird, das Ganze. Da würde auch ein Äpfel drin passen. So. Und ein Blättchen. Das Äpfel braucht doch noch ein Blättchen. So. Und was haben wir da? Das würde hier passen. Da so ein, von der Farbe her würde das da gut reinpassen. Ich mache es jetzt nicht ganz auf, weil sonst habe ich wieder eins gemoscht, bis ich es wieder zusammen habe. Und dann hier kommt auf jeden Fall so eins rein. Und das Bübli, komm, wir machen doch das Bübli. Der zeigt gerade den riesengroßen Sommervogel. So. Und hier. Da ist die jetzt gross. Nein, schau, die passt. Die passt doch. So. Super. Oh, das ist ein bisschen schade. Ich muss das hier vielleicht überschieben. Da haben wir noch eins. Was würde hier reinpassen? Da haben wir Kleeblättchen, Sommervögel. Da würde auch ein Wölkchen und ein Vögel kommen. So. Das würde auch gut reinpassen. Kann ich es dann nur nicht wieder raus zutun? Nein, doch, so. Jetzt ist es gerade gegangen. So. Und dann hier. Wenn wir auch noch den Fußballer rein tun, der hat jetzt einfach nie einen Platz auf den Kärtchen. Und darum darf ich jetzt den hier rein. Jetzt ins Blumenbeetchen. Zusammen mit was? Hier. Mit einem Kleeblättchen. So, das war das Letzte. Das war das Letzte. Ist das alles gewesen? Ja. Ja. So, die hier dürfen halt jetzt nicht mitmachen. Oder man könnte die noch irgendwo aufkleben, um noch mehr dekorieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sind fertig. Mit Füllen. Die Vorderseite fehlt selbstverständlich noch. Genau, und da muss ich mir dann wirklich noch Gedanken machen, wie ich das mitmache. Ob ich da wirklich so dekorierte Büroklammern noch mache. Ob ich noch ein bisschen tue mit Schablonen. Oder ob es auch noch irgendwie so etwas in dieser Art gibt, wie hinten. Vielleicht hier vorne drauf auf dem Flap. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und wenn es euch auch wundernimmt, dann ja, schaut doch das nächste Mal wieder rein. Das würde mich mega freuen. Bis dann. Tschüss.